Welkom. Welkom naar deze series. Dit is een series voor LifeGroups, kleine groepen. En we willen een thema doorgaan wat sehr wichtig is te verstaan. En voor mij werkelijk de Untergrund ist für alle uns Glaubenden. Und das ist der Evangelium. Ich wollte vielleicht fragen, warum ist es wichtig, dass wir von diesem Thema reden dann? Ich glaube, das ist sehr klar für uns, dass wir als Menschen, wir haben es sehr leicht, dass wir an das Wort kicken down, an das Wort an Ziel stellen down, ist Wort wichtig und ganz müsste wichtig ist. Und mit uns Glauben und uns Leben ist das fertig so. Wenn wir jung wären, wenn wir ein kleines Kind wären, uns wird gefragt, wir sollen was Dinge tun und dann nennt es nicht viel, dann wären unsere Jungen das Wort, dann gehen wir auf und wir finden das nicht, was wir sollen tun. Und dann lohnt dass wir im Leben sind, dann sind viele Dinge, die uns Ziel wahrnehmen dann, von den Dingen, die wichtig sind. Und ich glaube, für uns ist das fertig, wenn wir uns glauben. Unsere Jungen kommen auf von dort, was sie uns bleiben sollen, und dort ist der Untergrund für uns Glauben. Dort ist der Evangelium. Ich glaube, üblich soll wir fragen, was ist der Evangelium? Was ist das, wenn wir von der Evangelium reden? Dann? Ich glaube, das sind zwei Punkte, die sehr wichtig sind zu verstehen. Der erste ist, dass der Evangelium ist Gottes Nachricht. Wenn der Neue Testament von der Evangelium reden, das meint Gottes Nachricht. So, wenn wir sagen, der Evangelium ist gekommen, was wir sagen, ist der Gottes Nachricht ist gekommen. Und wenn wir von der Evangelium reden, dann, wir reden von was Positives ist. Das sind so viele Dinge in uns Leben, was negativ sind, was schwer sind zum Verstehen und negativ sind. Aber Gottes Evangelium bringt uns die Gottes Nachricht. Und die Gottes Nachricht ist, und das ist der zweite Punkt, dort in Rade ist gekommen, und er ist Jesus Christus. Der Evangelium in der Bibel weist einmal nur Jesus, der ist von Jesus und redet von, wo Jesus uns raten wird. Du hast bloß ein Rader und sein Name ist Jesus Christus. So das ist, was wir meinen mit der Evangelium. Der Evangelium ist der Gottes Nachricht, dass Jesus Christus ist gekommen, uns zum Raten und uns ein Leben geben. Ich will von dir Römer Kapitel 1, der 16. Vers lesen, das sagt es dort. Ich schäme mich nicht mit dem Evangelium von Christus. Dort ist Gott seine Kraft, all die selig zu merken, die daran glauben. Erstens die Juden, dann aber auch die Griechen. Dieser Vers lehrt uns ein Bild, wo wir können sein, was der Evangelium ist, wieder. Was sind die Zeichen von der Evangelium? Erstlich sagt dort, dass der Evangelium ist Nachricht von Christus. Das sagt, das Evangelium von Christus. Das kann sein, dass wenn wir von der Evangelium reden, dann sind zwei Dinge, was mir wichtig ist, und das ist dort. Du hast keine Evangelium, bitte Jesus Christus. 1. Korinther Kapitel 3, der auf der Vers sagt, keiner kann einen anderen Grund leihen, als der ihr leicht ist, dort ist Jesus Christus. Die ernste Evangelium, ernste jährliche sozusagen Nachricht, der Gottes Nachricht, wird nicht nur Jesus wiesen wird, wird nicht der Grund finden wird, und Jesus ist nicht wirklich eine biblische Evangelium. Und dann wieder sagt dort, dass dieses Evangelium kommt mit Kraft. Von wo kommt diese Kraft? Diese Kraft kommt nicht von was Menschen haben getan, das kommt nicht von den Menschenkraft, das kommt nicht von Menschenweisheit. Diese Kraft kommt rauf von Gott selbst. Und Paulus sagt hier, ich schäme mich nicht mit diesem Evangelium. Warum schämt er sich nicht? Wegen der Kampf mit Kraft. Dieses Evangelium gibt die Kraft, dass wir gerat kann sein. Das ist nicht eine bleide Nachricht, das ist nicht eine Nachricht, was sich schämen wird, mit was das offenbaren wird. Dieses Evangelium kommt mit Kraft. Da kommt der Gott seine Kraft. Gott ist der, was das offenbaren wird. Gott ist der, was Menschen rauben wird zu sich selbst. Und Gott ist der, was ein Mensch raten wird. Wir sehen von dieser Vers, dass der Evangelium ist die Gottes Nachricht von Radung.
Von wie von Radung reden da, und ich glaube, wir wollen dann fragen, von was rat Gott uns? Von wo redet das Evangelium von, wenn er von Radung reden wird? So, wenn wir von Raden reden, dann du erst einmal Wort von Wort, wie gerat worden. Und hier, Wort wie von gerat worden erst sind. Und wir wollen mal reden von dort, nächste Werk, Wort sind erst und wo Gott uns gerat hat von dort. Aber wenn wir reden, der Gott hat nur erst gekommen, der Gott hat nur erst das. Gott hat Jesus Christus geschickt, um uns raten von der Sünde. In Römer Kapitel 6, der 23. Vers sagt es das. Dat der Lohn von Tod erst sind, aber das Geschenk von Gott erst das ewige Leben durch Jesus Christus uns Herrn. Dort erst, wir können nicht klar sein, der Lohn von Sinn ist Tod. Dort erst, wir würden sagen, dort erst Gleichgott nur recht, dort erst Prosten nur recht. Dort ist was Sinn bringen wird. Sinn sagt, wir sind euren Fluch. Sinn sagt, wir sind ein Fehler. Sinn sagt, wir sind Schwinsch. Sinn sagt, man uns wird nicht sein. Aber der Gott nur recht kommt dann und sagt, hier ist ein Geschenk. Und das Geschenk ist Rettung durch Jesus Christus. Was ist diese Rettung dann? Was bringt diese Rettung? Das ewige Leben. Wir sind geraten zu ewig Leben. So der Gott nur recht ist, dass wir dürfen nicht in das Outlet bleiben, wir brauchen nicht in das Sinn bleiben, uns wird von dort geraten. So wir sind von dort los. Dort ist der erste Part von der Gott nur recht. Der zweite Part ist dann, wir sind geraten zu ewig Leben. Uns wird das ewig Leben gegeben, nicht durch was wir tun haben, nicht durch was wir tun können, aber durch das Geschenk, was Gott uns geben wird. So was ist das ewige Leben dann? Das ewige Leben ist, um Gott kennen. In Johannes Kapitel 17, der 3. Vers sagt, das ist ewige Leben. Den Gott kennen und Jesus Christus, der er geschickt hat. Ewige Leben ist Gott kennen. So wenn wir das Evangelium annehmen dann, und wir gerat worden, dort meint das ewige Leben hat dann angefangen, wegen wir kennen Jesus Christus. Und dort ist der Gott nur recht. Wir sollen uns freuen, dass wir nie all das ewige Leben haben, dass Gott dort uns gegeben hat. Und wieder das Evangelium ist Gott nur recht, was bringt Rettung vor allem. Er sagt, erstens die Juden und dann auch die Griechen. Wenn die Plattdeutsch verstehen, dann, dass ich kann, glaube ich, nur sicher sein, dass die nicht Juden sind. Wir sind Deutsche, wir sind nicht Juden. Zu den Evangelium kommen erst nur die Juden und dann lädt er durch Jesus Christus, dass wir nicht bloß für die Juden diese Rettung, jede Person ist eingeladen. In Englisch sagen wir Gentiles, oder irgendeiner, was nicht ein Jude ist, ein Nicht-Jude, dort taugt jede Person an, so Juden und Nicht-Juden. So da ist keine Person, die dieses Evangelium nicht annehmen kann. Diese Gott nur recht ist gekommen für alle Mann. Allem kann das annehmen. Und ich weiß nicht, wo je mit Gott stehen. Ich weiß nicht, wo je fallen für Gott. Viele Menschen, die fallen, die haben eine große Sinn in ihrem Leben. Dass Gott wird uns niemals annehmen. Aber der Gott nur recht ist, Jesus ist gekommen und er ist gekommen für alle. Römer Kapitel 10, der 12. Vers sagt es dort, du hast kein Unterschied zwischen Juden oder Griechen, weil es derselbe Herr als Herr über alle. Recht genug, dort geben, nur Wort sei beten. So wir haben ein bisschen gesagt, ihr redet von was der Evangelium ist, das Evangelium ist der Gott nur recht von Jesus Christus. Wir werden ein kleines Zeit nehmen, um zu reden, was der Evangelium nicht ist. Ich glaube, können wir dort noch klarer verstehen, was ist, wann wir verstehen, was es nicht ist. Sie sind ein bisschen ein paar Dinge, was der Evangelium nicht ist. Schlecht, der Evangelium ist nicht ein Gewehr, um andere Streiten. Wenn Menschen von der Evangelium reden dann, und denken dann, sie reden fertig, wie man das Evangelium klar und stark rüberbringen. Und wir machen das Wort herüberbringen, dann baut es nicht, wenn wir Menschen streiten dann. Und das ist nicht, was das Evangelium ist. Das Evangelium ist der Gott nur recht. Der Evangelium bewusst
bewies Gott seine Leib und seine Gnade. Die Bibel erst merkt doch klar, dass wir Sünder sind, dass wir verloren sind ohne Jesus Christus. Aber dort ist nicht der Evangelium. Dort wies uns bloß, was uns Trouble ist. Der Evangelium ist der goldene Nachricht. Und ich glaube, wir tun viel besser als Christen, wann wir dort bleiben. Zweitens, der Evangelium ist nicht politisch. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo meist alles political ist. Wir wollen weiten, wo ein Mensch stehen wird. Und was von einer Party sei unterstützen tun? Sind sie ein Konservativ? Sind sie ein Liberal? Sind sie ein Socialist? Wir wollen dort lieber weiten, als wo ein Mensch stehen wird mit Gott. Weil Jesus ist gekommen in seine Radung, seine Evangelium, redet nicht von was von keinem wie haben. Der Evangelium redet von keinem Präsident, er redet von keinem Prime Minister. Jesus ist gekommen, um uns von Büten Rüd zu raten. Er ist gekommen, uns nie zu merken. Und sein Dreck, der Gottesdreck, der ist nicht aufhängen an Wort von Präsident oder Wort von Prime Minister oder Wort von keinem Evanland ist. Er ist gekommen, uns zu raten. Wann wir dann sein, ein echter Christ, der bloß so und so denken, so und so wählen, wir bringen schon zu der Evangelium. Wenn der Evangelium redet von, wo Jesus ist der König und er ist gekommen, uns zu raten. Der dritte Punkt ist, dass der Evangelium ist nicht in der Kultur. Wie wir das Horchen checken down, wir sind plötzliche Mennoniten. Und wenn wir das Evangelium mitnehmen, wir nicht mehr anladen, dass sie Mennoniten wurden, wir wollen Menschen nur Jesus wiesen. Das ist nicht, dass die Ursmatten Mennoniten wurden, oder die Matten krank so und so leben, dass das stemmen wird, mit was wir leben, als recht weiter leben. Wir wollen Menschen nur Jesus wiesen, so dass Jesus kann raten und reich wiesen. Das vierte ist, dass der Evangelium ist nicht eine Kirche. Wir wollen nicht Menschen einladen, nur eine Kirche, nicht unsere Kirche, nicht eine andere Kirche, nicht bloß eine Kirche. Wir wollen Menschen nur Jesus wiesen. Und wenn wir das taub bringen, dann, der Evangelium mit einer Kirche oder eine Sorte Kirche, was wir dann, ist, wir dann Menschen Glauben bringen nur der Kirche. Und wenn der Kirche die Fehler merken wird, und wenn der Kirche abgemerkt ist von Menschen, was Fehler merken, und Lehrer, was Fehler merken, dann, wenn dort taub gebunden ist, die Menschen wollen Fehler sein, und sie wollen bleiben, dass der Evangelium einen Fehler hat. Wenn wir nur Jesus wiesen, dann, Jesus merkt keinen Fehler. Jesus ist einmal leibtüchtig. Jesus ist einmal gnädig. Und Jesus wird niemals verloren. Und der letzte Punkt ist, der Evangelium ist nicht ein von vielen Wegen zu Gott. Jesus merkt das sehr klar in der Bibel. In Johannes Kapitel 14, der erste Vers sagt es dort. Jesus sagte ich sehe die Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner Kampf nom Vater Büter durch mich. Jesus sagte, es ist ein Weg, bloß ein Weg. Und der Evangelium wies uns das ein Weg. Wir würden dann kein Frauen, ist das vielleicht nicht ein klein mit Dries oder mit Hongstum sein, du hast bloß ein Weg? Sind ihr vielleicht nicht mehr wert zu Gott? Ich glaube, der Evangelium, der Gott nur recht erst, dass der erst was einer Weg. Wenn du mehr wert sein, und wenn wir auf den Weg würden sein, was Büter Jesus ist, wir würden aber im Zweifel sein. Ist das wirklich ein von den mehr wert, was nur Jesus wiesen wird? Oder nur Gott wiesen wird? Aber Gott hat das simpel gemerkt. Und ich weiß, vielleicht sei es, ich lege das simpel. Ich lege zu weiten, ist es ja oder nein. Und der Evangelium wies uns, wir können weiten, ja oder nein. Wir können uns sicher sein, wo wir mit Gott stehen. Hört mal, was 1. Johannes Kapitel 5, der 12. Vers sagt. Wer Gott den Sehen hat Leben. Und wer den Sehen nicht hat auch nicht Leben. So, Johannes merkt das hier sehr klar. Und das ist der Evangelium. Wenn du Jesus hast, dann hast du Leben. Wenn du Jesus nicht hast, dann hast du nicht Leben. Und das Evangelium, der dann die anladen, wenn du das Leben nicht hast, wenn du Jesus nicht hast, du hast ein Weg, wo du dort Sache kannst sein. Und wir nehmen das an durch Glauben. So, wenn wir von diesem Evangelium denken, dann, wir denken vielleicht
der Evangelium ist das erste Port für uns Glauben. Wenn wir dort annehmen, dann, wir dort verstehen, dann gehen wir von dort weg und dann bühren wir wieder ein stärker an uns Glauben. Aber der einzige Grund für uns ganze Glauben, was wir glauben, wo wir leben, ist immer der Evangelium. Wir wollen niemals von der Evangelium weggehen. Wir wollen bis an dort bühren, was du hast. In Englisch würde wir sagen, wir wollen niemals graduaten von diesem Evangelium. Das ist alles die Radung, was der Evangelium uns wiesen wird, erst nach Krieg so passen für uns, wann wir all gerat sind als euch. Das ist, woran wir auch mal nehmen dann. Dass wir können uns halten denken, durch wem wir gerat sind. Und wieder, der Evangelium, wenn wir Christen sind, und wir sein, wo wir kort kommen, der Evangelium weist uns einmal den Weg, trägt nach Gott. Der Evangelium weist uns weiter, der Gott nur recht, dass Gott wird uns niemals verloren. Der Evangelium weist uns weiter und weiter, dass Gott ist gekommen für Sünder. Und Gott seine Gnade regt noch alle Ewigkeit. Gott seine Leib rannt niemals aus. Er ist da einmal für uns. So, ich hoffe, von der aus eine Lehre war, was ihr habt könnt preisen, wer wir einmal und einmal nach Jesus checken. So ist natürlich uns Ziel als Menschenleben, dem Menschenleben, dem Jesus Christus besser noch folgen. Und wir würden gerne sagen, das ist ein Fehler, was der Evangelium ist. Wir wollen Menschen nach Jesus lehren. Er ist der, was uns raten wird. Und diese Evangelium ist der Gott nur recht, dass Gott Jesus Christus hat geschickt, dass Gott uns raten wird und er wird uns einmal lehren, er wird einmal mit uns sein und er wird uns einmal genug geben. Und wenn ihr dieses Video habt gecheckt, ich will euch merken, dass die Frauen, die hier mitkommen, auch durch uns ist eine kleine Gruppe. Und wenn ihr da an YouTube checken, dann ihr wollen sein, da unten in den Link, hast du einen Link, und dort wollen die Frau bringen, dass jede Frau kann durch uns ist eine Gruppe, die kann davon reden, die kann darüber spazieren und danach taub beten. Ich wünsche euch einen guten Tag und einen guten Weg. Gottes Segen.